Gar kein Applaus jetzt. Ich bin gar ein bisschen enttäuscht. Das letzte Mal nein. Nein, es geht ja um die Erwartungen, oder? Und ich kann euch einfach kurz sagen, was passiert, wenn man etwas erwartet und dann nichts passiert, oder? Und dann, ja gut. Also, Joni, danke für die Einleitung, oder? Es geht wirklich im Advent um die Erwartungen. Und das zweite Beispiel, das ich bringen wollte, oder? Ich habe kurz am Samstag, am Freitag, geschaut, wegen Wetterbericht, ja, Schnee, oder? Schnee, gut, Schnee, kein Problem. Ich stelle mir Schnee vor, ich erwarte Schnee, und zwar etwa so viel und flotsch, oder? Das ist unser Schnee quasi, oder? Dann am Morgen stehe ich auf und es ist einfach mehr als meine Erwartungen. Der Punkt ist einfach, bei so viel Schnee muss ich rausgehen spazieren, oder? Weil meine Frau hat mir ein Zettel auf den Pool gelegt, ich fleissig am Predigt vorbereiten. Und sagt dann so, ja du, kommst mit mir spazieren? Ja, jetzt gerade? Ja, später? Nein, und ich koche mir zur Nacht selber. Oder? Und dann, versteht ihr, meine Erwartung war, ich habe so viel Pflotsch auf der Straße, es regnet den ganzen Tag. Siehst du, manchmal kommt es anders als denkt. Und das ist genau das, wo wir ein bisschen darüber reden, oder? Erwarten vielleicht auch das Unerwartete und sind nicht enttäuscht dabei. So das Zusammenkommen, weil die ganze Adventszeit ist ja eine Erwartungszeit, ist ja eine Zeit, wo wir auf Jesus hinschauen, auf der einen Seite zurück und wie Joni schon gut gesagt hat, auf der einen Seite auch Fürschi, was noch wieder kommt. Und dort schauen wir heute miteinander her. Was erwarten wir vom Weihnachtsfest? Was für Erwartungen haben wir überhaupt im Leben? Und ich habe mir das so konkret überlegt, was ich erwarte oder auf was ich mich freue und auf was ich hingehe. Oder? Und das eine ist einfach so ein bisschen die Hoffnung auf Ferien. Heisst, ich komme bei mir zuerst, oder? 4 Tage frei, dann muss ich wieder arbeiten, es hat mich verwünscht, ich kann nicht Brücke machen. Und dann wieder 4 Tage, das ist so, oh ja, das kommt sicher super. Und dann das andere sind die Päckchen, oder? Ich hoffe immer, ich erwarte das Unerwartete, oder? Ich hoffe immer noch auf ein Päckchen, obwohl wir das Päckchen schon lange abgeschafft haben, oder? Das ist immer so ein bisschen, aber vielleicht schenkt sie mir ja gleich etwas. Gut. Ja, genau, oder? Aber ich erwarte das Unerwartete. Das ist ja der Titel von dieser Serie, wo wir drin hineingehen. Erwarten etwas, was du vielleicht nicht erwartest, oder? Ja, genau. Und dann das Dritte ist natürlich das Fest. Aber da gibt es immer einen Truthahn bei uns daheim. Und den gibt es schon seit 100 Jahren, scheint es. Und genau. Und dann das andere ist, was erwartest du überhaupt? Du kennst ja dich, du kennst deine Familie, du kennst Weihnachten, du kennst die übersteigerten Werbedinge, oder? Wo sagen, wenn es nicht genau so ist und nicht genau der Christbaum so wie aus dem Katalog aussieht, dann ist es einfach kein romantisches Fest oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sind dann auch die Befürchtungen höher als die Erwartungen. Oder so, das Treffen mit der Familie wird schwierig, wenn es Vreni und der Wein, dann wird es eine Krise geben, oder? Oder der Opa, der schon wieder die gleiche Geschichte erzählt, wenn er immer wieder erzählt hat, oder? Und ich befürchte, ich meine, ich kann nicht sagen, ich spiele Ukulele, sondern ich probiere es, oder? Und immer an Weihnachten kommen 2 Lieder, oder? Zimmetstern, habe ich gern, Mailänder, oder? Ich kann es jetzt langsam schon singen, aber spielen... Das ist auch, oder? Vielleicht denken die anderen dann, ja, der Elias kommt da wieder mit dem Ukulele, die Kinder haben ja Freude, ist ja schön. Oder vielleicht gibt es auch Streit und Unstimmigkeiten, vielleicht sind deine Befürchtungen dort drin. Oder das können wir ja zurückblicken, Corona. Oder seitdem ist Weihnachten nicht mehr die gleiche bei uns in der Familie, weil die Meinungen so auseinander sind, so schwierig war. Und jetzt können wir natürlich auch über die Ukraine wieder diskutieren und wenn wir schon hatten, auch den Nahostkonflikt. Oder? Da gibt es so viel Zündstoff für Diskussionen und vielleicht sind deine Befürchtungen ja höher als deine Erwartungen, das unerwartete Gute, das könnte sein. Und das andere ist dann wirklich auch, finden wir überhaupt Zeit, um sich über so etwas Gedanken zu machen? Was erwarten wir denn? Während dem Shoppen und Online-Shopping unterwegs zu sein, dass wir dann wirklich noch in die Tiefe hinein können und sagen, hey, was erwarte ich denn eigentlich? Und in dieser Serie, wenn wir ein Stück weit unsere Erwartungen anschauen und ein Stück weit aber auch in die Weihnachtsgeschichte eintauchen, um zu schauen, was war denn damals gewesen? Was haben denn die erwartet? Was dieser Frage nachgehen, was denn dort eigentlich für einen Retter, wenn überhaupt, erwartet worden ist. Wie das mit dem
mit dieser Geburt von dem Messias, oder, hat es dort überhaupt das zusammengestimmt, das, was passiert ist, Krippenstall, 3 Könige, oder eben das, was ich erwartet habe oder die Menschen erwartet haben damals. Und das ist wie so, oder? Ich meine, wir haben jetzt Schnee, also hast du meine Erwartung, dass alle Winterpneu drauf haben. Der Erste heute Morgen hat schon gesagt, ja, ich habe keine mehr, oder? Oder noch keine, oder? Und denke, gut, das ist wieder super, oder? Meine Erwartungen nicht erfüllt. Es geht aber nicht um das in dieser Predigtserie, oder? Dass unsere Erwartungen, meine Wünsche der Maßstab sind, sondern das Wirken Gottes. Dass man etwas auch erwartet, wo man nicht weiß, was kommt denn genau, oder? Und dass man sehnsüchtig auf das Besondere wartet, was in unserem Leben passieren kann. Und das ist so ein bisschen beim Simeon, sehen wir das, gerade im Lukas 2,25, ganz am Anfang. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, er hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Es ist nicht, steht nicht genau, was er erwartet hat mit dem Retter, aber einfach voller Sehnsucht auf etwas warten, wo du weißt, dass es kommt, weil der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herr gesandten Retter, gesehen hätte. Und dann geht er auf das hin, dass er sagt, ich erwarte einen Retter, ich erwarte einen Messias, aber ich habe keine Vorstellungen, wie es soll genau sein, sondern das hat er wie können unterteilen ein Stück weit. Und auf das eine, einfach auf den Retter zu warten, das spielt gar keine Rolle, wie der kommt, weil es ist mein Retter. Und auf den hat er sehnsüchtig gewartet. Und der Simeon ist eigentlich eine unscheinbare Geschichte in dieser Weihnachtsgeschichte. Eine unscheinbare Figur in dieser Weihnachtsgeschichte. Aber der hat den Link machen. Ich erwarte sehnsüchtig einen Retter. Und ich habe nicht genau eine Vorstellung, so und so und so muss er kommen, und dann so und dann das und dann macht er mit den Römern dieses oder jenes. Genau, nicht so, sondern einfach das Erwarten von etwas, wo man halt doch nicht ganz weiß, wie es denn kommt. Oder? Und er wird als alter Mann in der Bibel beschrieben, wo die Bibel aber auch kennt. Und durch das Lesen von dieser Bibel hat er wieder die Erkenntnis auch herausgeschafft, oder? Dass es ein Messias, ein Retter wird kommen, der Gesalbte wird geschickt und der Heilige Geist hat ihm gesagt, hey, du wirst ihn sehen. Du wirst ihn sehen. Und jetzt lebt er in sehnsüchtiger Erwartung. Und über das sehnsüchtige Erwartung, das ist für mich irgendwie noch, über das bin ich hineingestolpert, oder? Und habe mir dann überlegt, sehnsüchtig, auf was wartet man sehnsüchtig? Ist mir natürlich gerade der Joni in den Sinn gekommen mit seinem Kopfhörer heute Morgen, oder? Das ist genau das, oder? Das kommt er jetzt, kommt er dann, wann kommt er denn? Und ich habe natürlich auch eine Story für das vorbereitet. Ich habe auch als kleiner Bub, oder bei mir ist das schon ein bisschen her, wo ich so auf Sachen gewartet habe. Heute bin ich da abgeklärter. Nein, einfach, ich mag mich noch erinnern, als kleiner Bub hat es in so einem Quellenkatalog einen kleinen Lastwagen gehabt. Und den Lastwagen konnte man umbauen in ein Männchen, so in einen Roboter. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass das der Optimus Prime ist. Also ich war von Jugend auf schon dort bei den Transformers dabei gewesen. Auf jeden Fall hat mich das so beeindruckt. Und ich wollte den Lastwagen unbedingt wählen. Und ich habe gestürmt und gemacht und du und die Mami hat irgendwann Ja gesagt. Und ich habe das Ding bestellt. Und dann ist es 2 Monate gegangen. Tödliche 2 Monate, wo ein Brief kommt, dass der Lastwagen nicht mehr ein Lager ist und auch nicht lieferbar. Versteht ihr? Aber diese Sehnsucht, versteht ihr, diese Sehnsucht, eigentlich würde ich jetzt am liebsten sagen, oh, und du dort, zweithinterste Reihe, ganz links, erzähl mir mal deine Geschichte von Sehnsucht. Oder deine, oder deine. Weißt du, jeder von uns hat doch so eine Geschichte, wo er genau sagt, das ist das Gefühl. Genau so fühlt sich Sehnsucht an in meinem Leben oder in dem hinein. Und es spielt ja keine Rolle, ob es ein Kopfhörer, ein Lastwagen ist oder auf einer Reise oder irgendetwas, man diese Sehnsucht hat. Oder? Wo man kann sagen, meine Mami zum Beispiel hat immer gesagt, schau, wenn der Jonas kommt, dann kannst du raus, auch als kleiner Bub. Oder?
Und ich habe so gewartet, bis der Jonas mit seinem Velo endlich vor den Vorplatz gefahren ist und ich raus konnte. Und ich bin von Fenster zu Fenster, wo sehe ich am weit, da sehe ich, nein, er ist noch nicht und so, oder? Und seine Eltern haben immer gesagt, ja Jonas, wenn du das und das und das und das und das Ämtli gemacht hast, dann darfst du raus, oder? Und durch das ist er immer zu spät gekommen. Und ich habe Sehnsucht gehabt und ich bin in dieser Wohnung rumgetigert, oder? Bis der Jonas am Horizont, genau. Versteht ihr? Das ist Sehnsucht. Und der Simeon, der ist genauso rumgetigert. Der hat genau diese Sehnsucht. Oder genauso wie das für dich ist, wie du den Link zu dieser Sehnsucht machst. Genau so hat er auf den Jesus, auf den Retter gewartet. Er hat noch nicht gewusst, wie er heisst. Und ich stehe in dieser Erwartung, ja, wo kommt er? Ja, am Tempel müsste ich warten, vielleicht bin ich besser, wenn ich in Jerusalem zügle und dort drin bin. Und ist rumgetigert, hat geschaut. Und ich meine, stellt euch mal vor, da, wo er dann Jesus sieht, ist er ein alter Mann. Vielleicht hat er mit 25, hat ihm der Heilige Geist gesagt, du, Simeon, wirst den Retter sehen. Und dann ist er, ich weiss doch auch nicht, 20 Jahre rumgetigert. 20 Jahre rumgetigert. Und nicht nur so ein halbes Jahr nach der Bekehrung hat man noch ein bisschen Erwartungen und nachher geht es dann weiter, wie es ist, und man hat ein Häuschen gekauft und das neue Auto und Zeug und Sachen. Versteht ihr, der hat sich nicht ablenken lassen, die ganze Zeit nicht. Und ist in dieser Erwartungshaltung drin gewesen. Bis er dann hat in seinen Händen haben und sagen, hey, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ich habe ihn gesehen. Schaut, wir sind uns ja alle einig. Glauben hat auch Taten. Es muss irgendetwas passieren. Und die schon ein bisschen länger dabei sind im Glauben, die denken, ja, das gibt es schon. Also die Liebe ist etwas. Oder irgendwie sollte man auch Christen oder auch solche, die sich Christen nennen, die Liebe erkennen. Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Nächsten und Liebe zu sich selber. Das ist irgendwo so, das könnten wir jetzt alle vielleicht miteinander noch nicken und sagen, ja, gut. Ich glaube, zum Christsein gehört auch die Tat vom erwartungsvollen Leben auf Jesus Christus. Das gehört wie auch dazu. Ob es denn so sehnsüchtig und kindlich ist, wenn ich es jetzt vorher beschrieben habe, ich weiß es nicht, aber so die klare Erwartung, hey, ich weiß, mein Erlöser lebt und er kommt wieder. Ich weiß, mein Erlöser hat gelebt und mich erlöst und mich frei gemacht von aller Schuld. Das weiß ich und auf das vertraue ich. Und so ist Weihnachten wie ein doppeltes Fest. Oder? Wir schauen alle auf Weihnachten, auf Krippe und das ist ein Erinnerungsfest. Wo man sagt, ja, so ist es gewesen und wow. Aber gleichzeitig ist es auch ein Fest, wo man sagt, hey, das ist der Erlöser, der Retter der Welt und er kommt wieder. Und er baut das Friedensreich auf. Ich weiß nicht wie. Aber er wird. Und er kommt. Und das ist gewiss. Er kommt das zweite Mal als König dieser Welt. Das erste Mal war er der Diener und an das erinnere ich mich wieder, weil er mir gedient hat, meinem Leben. Aber das nächste Mal kommt er als König wieder auf die Erde und wird sein Reich aufbauen. Und dann, weißt du, bist du so am Predigt vorbereitet und schreiben ganz intensiv und so. Und dann, gell, Hand aufs Herz, so, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Elias, um was drüllen sich deine Erwartungen? Und ich muss dann auch wieder sagen, gell, also so ein bisschen auf die Ferien und allermeistens auf den Feierabend und dann aufs Wochenende. Das sind so meine, ja, wenn du mich so fragst, am Mittwoch, oder? Ja, heute Abend, Small Group, am Wochenende gehen wir dort hin, machen wir das, tun wir das. Und da habe ich mich selber wie so gefunden, hey, das kann es doch nicht sein. Wenn das meine Erwartungen sind, dann fehlt, natürlich habe ich Liebe zu Gott, zu mir selber, zum Nächsten auch, mehr oder weniger, aber das mit dem Erwarten, das will ich noch einbauen in mein Leben hinein. Und das Lustige ist ja, während der Bibelschule habe ich in einem Haus gewohnt, das hat Maranatha geheißen, also Herr, komm bald, heisst das übersetzt. Oder? Und jetzt habe ich wieder angefangen, ich habe ja letztes Mal erzählt, in dem Gebetsspaziergang,
das mache ich jetzt nicht mehr so oft, weil es hat einfach viel geschifft, oder? Geregnet und es war auch recht kalt gewesen, aber ich bin dran. Und dort baue ich dann das ein, dass ich sage, Herr, komm bald. Bei mir geht es eigentlich gut und ich kann alles und mir geht es gut, aber Herr, komm bald. Ich will in dieser Neuerwartung, dass Jesus wiederkommt, anfangen wieder eintauchen und sagen, komm zurück. Schaut und nochmal, wir Christen leben ganz klar in einer Tatsache, dass wir hoffen auf das erste Kommen von Jesus. Dass er all meine Sünden tilgt hat. Das hoffe ich. Und da danke ich ihm jeden Morgen in diesem Gebetsspaziergang oder auch wenn ich sonst mich mit Gott unterwegs, wenn ich bete oder so. Stille Zeit, das kennen alle, das Wort. Oder wenn ich dort dran bin, dann hoffe ich auf das, dass die Vergebung gilt, was er gesagt hat, dass die Annahme gilt von dem ersten Kommen, wo er gesagt hat, ich nehme dich an, dass die neue Identität, die er mir geschenkt hat, dass die gilt, das Wohnrecht im Himmel gilt. Ich erinnere mich daran und ich hoffe auf das, oder? Und dass es einmal eine Welt gibt ohne Leid. Ich hoffe fest. Aber die zweite Tatsache, die auch mit Weihnachten zu tun hat oder überhaupt im Leben von einem Christen, ist die Erwartung aufs zweite Kommen. Dass er kommt und sagt, so, jetzt bin ich König und ich baue das Reich auf, wo Frieden herrscht, wo alles abgewischt wird, was Traurigkeit und Leid und alles lasse ich nicht mehr zu. Und das wird, ich kann dir nicht genau sagen, wie. Und auf das kommen wir noch, das Wie. Aber ich weiß das. Und die zwei Erwartungen gehören in ein Christenleben hinein. Und gerade mit Hilfe von dieser Predigt, die ich jetzt da dran gemacht habe, gemerkt, hey, das eine, so, oder, würde man ein Plakat in meinem Zimmer aufhängen, oder? Und das andere so, Fußnoten. Und ich habe gemerkt, das ist eine Unbalance in meinem Leben. Ich will da auch noch zunehmen, oder? In dem Maranatha, Herr, komm bald. Und da glaube ich manchmal, oder, wenn wir über das Hoffen reden und über die Erwartungen reden in der Adventszeit oder auch sonst, dass so Sätze, wie der Joni einen gebracht hat in seiner Beziehungspredigt, den habe ich super gefunden. Weißt du, so quasi, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Den finde ich super, so ähnlich, oder? Genau. Er nickt, das ist schon mal gut. Und ich kann mir vorstellen, ich finde so Sätze eben lesen, oder? Und dann könnte ich dir sagen, hey, sag mir deine Hoffnungen und Erwartungen. Und ich sage dir, was du für einen Glauben hast. Das ist jetzt eine These von Elias, das habe ich in keinem Buch gelesen. Vielleicht steht es irgendwo. Jetzt aber ist es eure Aufgabe, diese These zu bestätigen oder zu verwerfen. Und das ist jetzt eine Aufgabe für eure Small Groups, für euch als Ehepaar, für euch als Best Buddies, wenn ihr wieder mal ein Bier heben oder irgendetwas, oder? Erzählt einander eure Erwartungen und eure Hoffnungen und überlegt daraus heraus, über die beiden Glaubensrichtungen von der Vergangenheit her und die Hoffnung in die Zukunft, wie die ausgeglichen sind. Und das gebe ich euch. Ich habe jetzt einfach gesagt, sag mir deine Hoffnungen und ich kann dir sagen, was für einen Glauben du hast. Oder wie groß dein Glauben ist. Und dann kommt eine riesige Diskussion über das ist das, was ich euch als Aufgabe gebe von dem heutigen Sonntag. Es kommt nochmal eine, das ist die erste. Genau. Aber schaut, genau aus dem Satz heraus wird nämlich Glaube definiert, aus dem Hebräer 11,1. Steht nämlich, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und wenn ich auf mein Wochenende hoffe, das habe ich. Mein Chef hat den Vertrag unterschrieben, ich muss nur 5 Tage arbeiten. Und dann habe ich 2 Tage Wochenende. Das gehört mir schon. Das ist eigentlich gar noch nicht der Glaube, der da beschrieben ist. Sondern da geht es um Sachen, die unsichtbar sind, die noch weit weg sind. Und die Erfüllung von dem, wie zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt. Wie zum Beispiel, dass ich Hoffnung habe und Glaube, dass meine Sünden tilgt sind, dass ich eine neue Identität habe, dass ich eine neue Heimat finde im Himmel. Dass das da auf Erden noch nicht alles ist. Das sind die unsichtbaren Sachen. Und so wird der Glaube definiert. Und wenn man dann genau in dem Punkt ist,
dann muss man ja Schritte machen, wo man nicht genau weiß, wohin die führen. Glauben bedeutet, Schritt zu machen, Vertrauensschritt oder Glaubensschritt, ohne zu wissen, was denn genau passiert. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man das Unerwartete annimmt oder an etwas Unerwartetes glaubt. So nicht nur das, was ich sehe, wenn ich diesen Schritt mache, passiert das, sondern hey, da ist weites Land. Ich kann es nicht sagen. Ich erwarte einfach, dass Gott mich durch das durchträgt, durch diese Situation durchträgt. Und er ist mein Vertrauenspartner. Weil wir glauben ja nicht nur wir glauben natürlich an die Bibel, aber wir glauben alle miteinander an eine Person. Und Glauben bedeutet nicht so, ich glaube, morgen ist es 4 Grad und der Schnee bleibt noch. Das ist so ein bisschen, so wie mein Glauben auf Regen oder Flutsch oder Schnee. Glauben ist eine feste Zuversicht, dass das, was der Jesus gepredigt hat, was er seinem Leben tun hat, dass das verhebt. Es ist eine Person, wo ich an ihn glaube. Und dass das verhebt durch alle Böden durch. Das ist eine Definition von Glauben. Und wenn er von unsichtbaren Sachen redet, wo er sagt, ich komme vom Himmel und ich gehe wieder dorthin. Und das, was ich euch vorgelebt habe, das soll lange für euer Glauben und eure Hoffnung und eure Erwartungen zu machen. Und das ist so die Definition von dem Glauben. Und so rechnen wir eigentlich, dass der Tod am Kreuz, sein erste kam, mich rettet. Und das Zweite kann mich wird in ein Friedensreich hineinbringen, dass ich teilhaben darf von dem. Aber ich weiß nicht wie. Und wir beten ja alle zu Jesus, weil er es gesagt hat, dass wir es machen sollen. Und wir glauben ihm, dass er uns erhört. Nur schon jedes Gebet, das du schon gesprochen hast, geht in die Hebräer 11,1 Definition vom Glauben. Darum machen wir es ja. Und ich möchte so ein Mensch sein, wo man vertrauen kann drauf. Und das habe ich mir dann so überlegt, ich arbeite ja mit Leuten zusammen. Und ich will eigentlich genau so, wie ich auf Jesus vertrauen kann, will ich, dass sie auf mich vertrauen können. Oder dass, wenn sie dann unterwegs sind und eben so Schritte ins Ungewisse machen, sie kennen ja ihre eigenen Muster, die sich um Themen drüllen, und ich probiere mit ihnen einen Weg rauszugehen. Und dort will ich der Vertrauenspartner sein, der kann sagen, hey, wenn du diesen Schritt machst, könnte ungefähr das passieren. Ich weiß es nicht genau, aber du machst den Schritt. Und das wäre meine Hoffnung, oder? Dass das so könnte passieren, dass sie, genau wenn sie Schritte ins Ungewisse machen, jemanden haben, wo da ist, wo sie in das kleine Land hineinführt. Oder? Nur, oft vertrauen sie nicht. Weil sie noch nie in ihrem Leben irgendjemandem haben können glauben oder vertrauen. Weil sie sich noch nie auf irgendjemanden haben können verlassen. Das ist das eine. Und das andere ist, sie glauben nur so lange, bis es noch so läuft, wie sie meinen, dass es müsste laufen. Und sobald es dann nicht mehr so läuft, dann ist dann wieder eine riesige Diskussion. Nicht bei allen, aber das ist so ein bisschen das. Oder sie vertrauen mir nur so lange, bis es erst mal wehtut. Der nächste Schritt. Oder sie glauben mir nur so lange, bis es mal darum geht, einfach etwas auszuhalten. Und so die Übungen zu machen. Und ich habe mir das so überlegt, auch wieder im Zusammenhang von diesen Predigten, und gemerkt, hey, die Leute, die ich mit ihnen zusammen arbeite, die setzen mir so einen Spiegel vor über mein Leben mit Gott. Ich vertraue Gott manchmal nur so, bis es weh tut. Oh nein, jetzt muss ich auf etwas verzichten. Jetzt muss ich das aushalten. Nein, jetzt vertraue ich wieder nicht mehr und gehe einen Schritt zurück. Und das habe ich gemerkt, die ganze Predigt in dem hinein redet so viel auch einfach zu mir in dem hinein. Und ich hoffe, dass du da drin auch ein paar Punkte findest, wo du mit dir kannst über das Vertrauen, über das Erwarten mit Gott, welcher Schritt das der nächste ist, kannst mitnehmen. Und da frage ich mal, können wir denn einfach einmal vertrauen auf Gott? Einfach einmal, bam. Er hat mich ja schon errettet. Er hat schon. Sein erstes Kommen war so gewaltig, dass wir ihm doch eigentlich in unser Leben anvertrauen könnten und einfach gehen. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es nicht nach unseren Plänen geht.
Das ist nur so eine Idee, vielleicht wäre das etwas. Ein konkreter Schritt in das zu tun und dort hinzugehen. Und genauso war es ja in der Weihnachtsgeschichte. Da haben wir ganz verschiedene Erwartungen gehabt. Die Zeloten zum Beispiel, so die Freiheitskämpfer, die haben gemeint, jetzt kommt ein König und der schmeißt die Römer raus. Und dann gibt es mal endlich gescheite Grenzen. Und dann sind wir die Chefs wieder in unserem Land und nicht mehr unterdrückt und. Und jetzt alle Schwerter vor und auf. Die haben in keiner Art und Weise nicht so viel erwartet, dass ein Retter kommt, der dich von der Sünde rettet, von dem bösartigen Herz, das manchmal da drin ist, dass er sagt, und ich schenke euch ein neues Herz, wer an mich glaubt, wer von meinem Blut trinkt und so weiter. Hätten sie nicht gedacht. Und da merkt man schnell einmal, oder, wie die verschiedenen Ansichten über einen Retter dann gegeneinander sind und dann, nur so lange, bis es mir passt. Und vielleicht ist das genau das, dass man mit Gott auch seine Wünsche herleitet. Vielleicht wie ein Geschenk unter einen Christbaum. Und sie nicht erwartet, sondern eben das Unerwartete erwartet. Dass es eben nicht genau so kommt, wie ich es gerne hätte. Weil etwas ist gewiss wie das Amen in der Kirche, wo heute auch kommen wird. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als du denkst. Und das ist bei Gott auch nicht anders. Und das ist die nächste Predigt, wo in das Thema hineingeht. Oder? Das ist auch wieder Erwartungen. Und das wird die nächste Sonntag, ist das der Titel. Erstens kommst du anders und zweitens, als du denkst. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir Christen auch ein Stück weit verinnerlichen müssen. Er ist der Chef. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich erwarte, dass er es macht, aber ich kann nicht sagen, wie. Und ich kann nicht sagen, ob ich mal eine gewisse Zeit etwas aushalten muss. Ich kann es vorher nicht sagen. Und das ist so der Glaube aus Hebräer 11,1. Es ist ungewiss und gleich sicher, dass er kommt. Wie, ist aber nicht klar. Und da ist mir noch der Lukas in den Sinn gekommen, oder? Wo Jesus so zu seinen Jüngern sagt, wie viel mehr wird Gott seine Auserwählten zu Recht verhelfen, wo ihn Tag und Nacht darum bittet. Wird er sie etwa lang warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell helfen. Die Frage ist nur, wird der Menschensohn Jesus Christus, wenn er wieder kommt, also in der Zukunft, auf dieser Erde überhaupt noch solchen Glauben finden? Ich habe mich entschieden, einfach zu glauben. Oder entschieden, gell? Das ist so eine Sache. Ich probiere den Weg, dorthin zu gehen. Ich habe mich entschieden und will auf den Weg gehen, dass ich einfach glaube, Gott wird Recht und Gerechtigkeit schaffen, wo sonst niemand kann. Und ich muss in Klammern hinterherfügen, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass er es kann. Und ich glaube und gehe den Weg, dass er Menschen, die tief verletzt sind, heilen kann. Und heute noch heilt, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass er das kann und dass er das tut. Und er Verhaltensmuster aufbricht von Leuten in meiner Familie. Ich weiß nicht genau wie und welchen Teil ich dort drin spielen werden wird. Aber ich weiß, dass er das tut. Ich vertraue darauf. Oder ein Bild vielleicht für dich, oder? Dass er sich deinen Kind annimmt. Egal welche Wege das sie gehen. Der nimmt sich deine Kinder an. Wenn sie dann so Teenies werden oder so. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wer diese Rolle spielt, aber ich weiß und glaube, dass er das hat. Und ich habe die Erwartung. Oder und als Kirche sind wir ja genau auf diesen Glauben aus und auf diese Erwartung aus. Von euch, aber auch als Kirche selber. Wir werden nächsten Frühling, oder ich tue es jetzt ein bisschen spoilern, einen Alpha-Live-Kurs machen als GVC wieder. Oder? Und wenn ich den Glauben nicht hätte, dass Gott Menschen heilt, heute noch, dass Gott noch Menschen zu sich ruft, dass der Geist Gottes sie überführt und so. Und wenn ich weiß nicht, wie das wird sein. Ich weiß nicht, wer in diesen Gruppen wird sitzen. Keine Ahnung, wer du wirst einladen. Das wäre ja dann wieder dein Glauben, oder? Für die Personen, dass irgendetwas passiert, oder? Dass etwas Unerwartetes könnte passieren, dass der Nachbar, der sonst immer so grummelig ist und dann plötzlich irgendwie gleich noch das Licht über... Keine Ahnung. Wie, kann da niemand sagen.
Aber der Heilige Geist schaut wenn er kann überführen, wenn er kann Rettung geben und so weiter. Und das glauben wir als Kind. Und genau darum machen wir Alpha-Life-Kurs. Wie wir den Glauben da drin noch haben, dass er eben tut. Ich weiss nicht wie. Natürlich, meistens läuft es über ein Nachtessen und dann ein Input und dann eine Gruppe und so weiter. Aber wie genau? Keine Ahnung. Und ich könnte ein paar Geschichten erzählen von anderen Alpha-Life-Kursen, wo alles ungeplant war und die Leute gleich zum Glauben gekommen sind. Keine Ahnung. Und genau solche Glauben sucht doch Gott. Genau solche Erwartungen sucht doch Gott. Und ich habe mich entschieden, ich will einer sein, wenn er zurückkommt, dass er bei mir das noch finden kann, wenn ich es erlebe. Weiss ich auch noch nicht. Und ich frage dich, bist du dabei? Bist du dabei und erwartest du überhaupt auch noch etwas? Erwartest du noch Gottes Wirken und Reden in deinem Leben? Erwartest du, dass er deine Gebete, nicht deine Wünsche, es ist ja so ein bisschen, oder? Natürlich bringe ich Gott meine Wünsche, aber ich habe nicht die Erwartung, dass meine Wünsche Erfüllung gehen, sondern dass er noch gewaltig wirken wird und meine Gebete hören wird auf seine Art. So wie mit dem Schnee, wo ich dann gleich noch spazieren musste. Oder? Und da drin gibt es 2 Fehlhaltungen in dem Ganzen hinein. Wenn man seine Wünsche erwartet, dann ist das Risiko wirklich relativ hoch, dass du enttäuscht wirst. Wenn deine Wünsche über allem sind. Und die zweite Fehlhaltung ist, nichts mehr zu erwarten. Weil dann bist du auf dem Weg von der Resignation und bist vielleicht noch da, weil deine Frau es cool findet in der Kirche oder dein Mann oder weil das Kind noch irgendwie so ein bisschen, ja, sind wir halt auch da. Schau, Erwartungen zu haben an Gott, das bedeutet ja nicht, dass man die Umstände ausblendet. Und einfach so ein bisschen blauäugig, es kommt dann schon gut, oder? Nein, sondern es bedeutet, im Angesicht der Tatsachen mit der Realität von einem lebendigen Gott zu rechnen. Das finde ich so der Schlüsselsatz. Erwartungen zu haben bedeutet nicht, die Umstände auszublenden, sondern es bedeutet, im Angesicht dieser Tatsachen mit der Realität eines lebendigen Gottes zu rechnen. Und genau da kommt jetzt deine Zukunft drin hinein, wo du nicht weißt, wie sie aussieht, wo du ihm springen kannst, wo du mit ihm darüber reden kannst und dass du deine Sorgen über deine Zukunft, was auch noch wird kommen, kannst hinlegen. Er wird helfen, er hat es versprochen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie. Vielleicht hilft es. Weihnachten ist ja so ein Fest, wo man zurückschaut, wo man für sich schaut. Vielleicht hilft es, wenn du in deinem Leben zurückschaust. Und siehst, hey, dort hat Gott schon geholfen, 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 dort und dort auch und da und dieses und jenes. Und das stärkt natürlich den Glauben für die Zukunft. Er wird noch helfen und dort sind wir gerade am Zügeln, da sind wir gerade am Schauen, dort fährt jemand eine Ausbildung an, da schaut er wegen dem und wegen diesem und da weiss ich nicht, ich habe jetzt gar keinen Job und so weiter. Und das ist wie das Fest von Weihnachten, wo man auf der einen Seite zurückschaut und sagt, hey, mein Erlöser ist auf die Welt gekommen, hat mich gerettet. Und auf der anderen Seite die Zukunft schaut und sagt, hey, und dem Erlöser, der wiederkommt, der jetzt im Himmel ist, dem vertraue ich auch mein Leben an. Und ich bin jemand, der jetzt doch bald 50 wird und ich kann euch sagen, Gott hat nicht immer meine Wünsche erfüllt. Aber das, was er gemacht hat, ist meistens besser gewesen als das, was ich gewünscht habe. Und mit dem kann ich gut leben. Und ich glaube, dass in meinem Leben passiert, kann ganz gut auch in deinem Leben passieren. In dieser Verbindung zu sein, mit deinen Erwartungen, mit deinen Wünschen, mit Gott zusammen, das zu besprechen und da weiterzugehen. Und um genau da ein bisschen vorzubeugen, hat meine Frau ein Tagebuch geschrieben. Und das Tagebuch ist ein Dankbarkeitstagebuch. Dort steht nicht drin, heute gingen wir essen und dann machten wir dies und das und so, sondern es steht drin, für was sie dankbar ist in ihrem Leben. Und wer unsere Geschichte kennt, wir haben nicht immer nur glorreiche Zeiten gehabt. Und ich lese jetzt einmal aus dem Dankbarkeitsbuch vor.
Oder das wäre dann die zweite Aufgabe, vielleicht einmal so etwas zu führen und sich zu überlegen, für was bin ich dankbar? Und wenn du das schon hast und wenn du dich schon erinnerst, dann gibt es eine dritte Aufgabe. Dann nimmst du doch all deine Sorgen und Wünsche auf die eine Tabelle und auf der anderen Tabelle schreibst du her, wo Gott dir in der Vergangenheit schon mal geholfen hat. Und vielleicht matcht das irgendwie und es hilft im Glauben weiter. Freitag, 3.11. Ja, noch nicht so lange her. Heute und schon die ganze Woche fällt es mir schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Meine größten Gefühle sind momentan Trauer, Angst, Enttäuschung, Traurigkeit. Wegen Leo. Das war ein Büsi. Aber ich habe mich heute Morgen entschieden, zu versuchen, meine Perspektive zu ändern und aufzuschreiben, wofür ich trotzdem dankbar bin. Und dann kommt, dass Elias 4 Tage frei hat, Wildessen mit Jochs heute Abend, für unseren Nachbarn, die sich so eingesetzt haben mit der Suche nach Leo, für meine Familie, Freunde und Small Group, die mit mir mitfühlen und für mich beten. Vielleicht gehst du so mit deinen Ängsten und mit deinen Wünschen und mit deinen Erwartungen um, aufzuschreiben und mit Gott zu besprechen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du großartig bist. Ob du meine Wünsche jetzt erfüllst oder nicht. Du bist großartig. Du wirst dein Reich aufbauen in Zukunft. Ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Aber ich vertraue und glaube und erwarte voller Zuversicht, dass du machst, was du gesagt hast, dass du machst. Nicht wie ich es will, sondern genau so, wie es du geplant hast. Und auf das vertraue ich. Und manchmal muss ich in deinem Plan aushalten. Manchmal tut es weh. Und ich werde auch in Zukunft wieder wie ein Golf manchmal futtern und sagen, warum nicht, wie ich. Und ich danke dir, dass du liebend bist und mich in den Arm nimmst und uns alle in diesen Situationen wieder in den Arm nimmst und den Weg mit uns gehst. Und ich danke dir, dass das spannende Weihnachtszeit kann werden, wo wir uns mit unseren Erwartungen auf dich auseinandersetzen. Amen.